bessarabischen Landsmannschaft, Herrn Edwin Kane, persönlich kennengelernt und seine Frau. Ich habe viele Freunde gewonnen, von diesem, dank dieser Erfahrung. Und im Jahre 89, als wir schon relativ frei reisen durften, bin ich mit meiner Frau auf Einladung meines Freundes Walter Wieland nach Eberstadt, das ist bei Heilbronn in Baden-Württemberg, gereist. Wir wurden großartig aufgenommen. Das ist doch der Viktor, der uns immer betreut und begleitet. Ich wurde damals mit meiner Frau zum Jubiläum des Präsidenten, 70-jährigen Jubiläum des Präsidenten der Landsmannschaft, Kane, nach Stuttgart eingeladen worden. Ich besuchte das sogenannte Bessarabia-Haus. Ich kann Ihnen auch die Adresse sagen, Stuttgart, Florianstraße 17, befindet sich das Haus der Bessarabier-Deutschen. Und sie haben dort das Heimatmuseum. Wo auf der großen Landkarte sind alle Heimatdörfer, der Bessarabier-Deutschen angegeben, in diesem Gebiet, in dieser Region von Alt-Bessarabien. Ja? Diese Freundschaft ist bis heute erhalten geblieben. Meine Freunde, meine Wielands, Adolfs, Dr. Böttcher, mein guter Freund, der im Jahre 1940 als ein kleines Kind, als ein Säugling von 3 Monaten, ja, er wurde von seinen Eltern nach Deutschland gebracht, von Bessarabien. Er ist in Narziss geboren im Jahre 40. Er war erst 3 Monate alt, als seine Eltern mit ihm Bessarabien verlassen mussten. Er hat mir gezeigt, das Schild deutscher Aussiedler. Mit diesem Schild mussten alle Deutschen ihre Heimat verlassen, und sie wurden dann nach Deutschland, zuerst nach Polen, sehr viele nach Polen gebracht und dann weiter nach dem Krieg, im Jahre 1945 mussten sie weiter, bewegten sie sich weiter westlich, und Richtung der Ursprungsheimat, Schwaben. Ja?